Und ich höre mit Begeisterung einen SPD-Außenminister die Worte Rückführung. In dieser Debatte einzubringen. Kompliment, das ging ja schnell, genau. Das ist ja ein Lernprozess bei den Sozialdemokraten, bei den anderen vielleicht auch. Ja, wir müssen die Flüchtlinge aus Eritrea, sobald dort friedliche Zustände herrschen, in ihr Land zurückführen. Das ist doch selbstverständlich, so sagen es unsere Gesetze, und so will es zumindest meine Fraktion ebenfalls, meine Damen und Herren. ሰዓቱ ኣኺሉ እዩ ሕጂ ተፈተነ ተፈቲኑ እዩ ኣብኡ ከይድካ ትረኽቦ ነገር የለን ሕጂ ሎሚ ረኺበ ፅባሕ ረኺበ ትብሎ እውን ውሕስነት የብልካን ቀጻልነት የብሉን ኣብኡ ከይድካ ትረኽቦ ንዓድኻ ተመለስ እዩ ክበሃል ዘሎ Eritrea ist eben reif für einen Politikwechsel und dieser eröffnet gestalterische Fähigkeiten. Es liegt also in unserem Interesse, in Eritrea bei den Rahmenbedingungen mitzuwirken. ምሕያሽ ኢልካ ትዛረብ እንትኾንካ እንታይ እቲ ክመሓየሽ ዝድለ ዘሎ ዝምድና እንታይ እቲ ዝመሓየሽ ዝምድና እገዳ ቢልካስ በቲ ናታቶም ቋንቋ ዝብልዎ ክንእድቦም ኢና ክንቆፅዖም ኢና ብሓሶት ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃገርን ክንድዚ በደል ኣውሪትካስ ሕጂ ኣነ መፅአ ኢትካ ክሳለመካ ወይ በጃኻ ከምዚ ኣብለኒ እብለካ ብበየናይ መለክዒታት እንታይ እቲ ዝምድና መምሕያሽ ዝበሃል እንታይ እዩ ትርጉሙ መወዳእታ በዓል መን ውስኑ በዓል መን ኣይውስኑን ኣይኮነን ይወስኑ ይወስኑ ዋላቶም ፅሕፉ ዘለዉ ድልየት ይሃልዎም ኣይሃልዎም ኣብ መወዳእታ ናይ ሰባት ናይ ተኣትብሎ ኣይኮነን ንክንድዚ ዝኣክል መንእሰይ ካብ ዓዱ ተባሪሩ ከም ዝሓድር ትፍፅሞ ዘለኻ ገበን በየናይ ኣገባብ በየናይ ርትዒ በየናይ ፍትሒ ከምኡ ትገብር ዘለኻ ከመይ ጌርካ ዝምድና ተመሓይሽ ኣነ ሕጂ እቲ ዜና ኢንተርኔት ሓደ ገለመለ ዝበሃል ስራሕ ተሳእኑ ብኡ ዝፅሕፉ ኣለዉ ሓንቲ መበገሲ መትሓዚ ደይብላ ዘረባ ትድርበ ንዓ ሒዝካ ትኸይድ ምስ ንፋስ ትውትት ኣብ ከምኡ ደረጃ እንተዘይኣተና ዝሓሸ እዩ Die Regierung in Eritrea hat noch ein anderes Problem. Sie wissen, dass die Auslandseritreer fleißig 2% ihres Jahresankommens als eine sogenannte Aufbausteuer bezahlen. Wenn die Flüchtlinge zurückkehren, entfällt diese, also braucht man andere Einnahmen. Und da kann man ja was tun und sie unterstützen, denn das Land ist wohlhabend, das wissen wir. Es ist reich an Bodenschätzen, das Land ist fruchtbar. Und dann frage ich, meine Damen und Herren, könnten vielleicht diesmal ausnahmsweise deutsche Unternehmen in der Region sich engagieren, bevor die Chinesen wieder alles unter Kontrolle haben und dann bestimmt nicht auf einen demokratischen Friedensprozess in dieser Region einwirken würden. Sie wissen, das interessiert die Chinesen überhaupt nicht. Also wir könnten Bodenschätze abbauen, wir können die eritreische Wirtschaft stützen durch ein wirkliches Fairtrade-Abkommen, ein wirkliches ernsthaftes Fairtrade-Abkommen. Wir können helfen, die Landwirtschaft zu modernisieren und wir können beim Aufbau von Handwerk und Mittelstand helfen. Allerdings, meine Damen und Herren, eine Bitte. So ein Vorhaben muss zuerst geplant, zentral geplant und geführt werden. Wir sollten aus den Misserfolgen von Haiti lernen. Es muss einen Masterplan geben und die in Haiti gescheiterten NGOs, meine Bitte an Sie, Herr Minister, sollen bei diesem Unterfangen bitte, bitte nicht dabei sein, sonst scheitert es in der Eritrea erneut. Dankeschön, meine Damen und Herren.